Wir sind zurück zu der bereits inzwischen 10. Ausgabe von Dragon Ball Z Daima Kakarot. Oder einfach nur Dragon Ball Daima Kakarot. Eigentlich heißt es Dragon Ball Z Kakarot Daima, aber ist ja egal, Freunde. Ich bin gespannt, wie lange das noch dauert. Ne? Das ganze DLC besteht aus 2 Teilen. Teil 2 kommt ja angeblich erst Anfang 2026 raus. Das heißt, wir können noch ein bisschen abwarten. Ich hoffe aber trotzdem, dass die Entwickler darauf achten werden, dass wir einfach das Spiel schon übernehmen können, ne? Von hier. Wir sehen, wie heißt, ja, alles, was du Teil 1 gemacht hast, ist jetzt egal. Du fängst bei Teil 2 nachher wieder von neuem an. Ne? Also quasi, dass Son Goku dann irgendwie, keine Ahnung, mit Level 77 starten muss, aus welchem Grund auch immer. Und alle Skills, die sie schon beigebracht haben und so wieder weg sind, das würde mich sehr ankotzen tatsächlich. Weil es ist ja doch ein Story-DLC, ne? Aber gut. Weiter gucken. Wir haben noch ein bisschen was zu tun hier. Bevor es soweit ist, zum Glück. Bin gespannt, wie lange Part 1 auch dauern wird, ne? Ich glaube, hier können wir gar nicht großartig weiter. Wird irgendjemand sagen, ey! Ah, so Goku selber sagt es dann. Dann muss es ja richtig sein. Also muss ich noch sagen, wir haben ja so, aktuell kann man sagen, so ein paar, so ein paar Dragon Ball Spiele, die auch aktuell gehalten werden, was den Content betrifft. Ne? Ich sage jetzt mal so, Dragon Ball Z Kakarot, obwohl das Spiel schon wirklich alt ist, ne? Muss man auch mal sagen. Dann natürlich Xenoverse 2, das Teil sogar noch älter. Ich glaube, das überlebt uns allen noch, wenn es so weitergeht. Nein, wirklich, also das, ich weiß auch nicht, ey. Zum Teil denke ich mir so, ey, warum nicht mal ein neues Ding da rausbringen? So, wie kommt man hier zum Kristall? Ah, da ist er drin, okay, in der Höhle. Genau, dann denke ich mir so von wegen, ja, warum jedes Jahr ein neues Spiel oder alle 2 Jahre ein neues Spiel? Sagen nur so Assassin's Creed oder Pokémon. Die haben ja ein bisschen diese Krankheit, sind ja ein bisschen wieder davon weggekommen. Und dann hast du irgendwie so Spiele wie Dragon Ball Z Xenoverse 2, wo du einfach immer nur DLCs bekommst, aber kein neues Spiel. Und sagen wir ehrlich, Leute, das Spiel braucht dringend mal ein Re-Release. Xenoverse 3. Einfach mal die Hauptstory komplett neu, die Grafik komplett neu und so, weil, ja, also ich weiß nicht, wie lange du da noch irgendwie Content draufschmeißen kannst. Besonders da ja Dragon Ball aktuell nicht mehr so viel Content birgt, ne? Also ich meine, super, da geht es momentan nicht mehr weiter. Ich weiß nicht, ob es überhaupt weitergeht, ne? Nach dem Tod von Akira Toriyama ist da ein bisschen, gibt es da Probleme. Das hat mit vielen Lizenzen so zu tun, die zwischen Anime, Manga, Videospielen und so aufgeteilt sind, etc. etc. Das ist aber nur ein Grund von vielen natürlich. Da geht es auch die kreative Differenzen. Und ja, ich meine, Daima ist ja quasi so ein Abschiedsgeschenk gewesen, also das war ja eigentlich schon im Kasten, wie das aussehen sollte und so. Ja, und Daima ist eigentlich auch jetzt auf allen 3 Spielen. Das ist schon ein bisschen zu weit. Ist jetzt auf allen 3 Spielen, wenn man so will, ja auch schon so weit im Ausholen. Ne? Also bei Sparking Zero, das habe ich noch ganz vergessen als 3. Spiel, genau. Dragon Ball Sparking Zero, da. Ja, es kommt schleppend, aber es kommt. Xenoverse 2 kommt auch und jetzt hier mit Dragon Ball Z Kakarot, aber ja, was uns dann 2026 sonst so bringen soll aus Sicht Dragon Ball, bin ich schon mal sehr gespannt, ne? Ja, in der Höhle aus, machen wir das. Und genießen weiterhin den Anime von Dragon Ball Daima. 休んでる暇はないぞ。明るいうちに準備を済ませるんだ。すっごい食うな。いつもながら悟空さんの食欲には驚かされます。あ、ねえねえ、グリーンド人って木から生まれるって本当？ええ、そうですよ。何それ？我々グリーンド人は数百年に一度グリーンドの木から生まれるんですよ。マジか。じゃあ海王神様は植物ってことか？さあ、それは。だから飯食わねえで水分ばっかりなんだな。じゃあゴマーの副官のデゲスも兄弟ってことか？私が216歳の時に
同じ木から生まれた弟ですね。ほとんどのグリンド人は昔外の世界に出て行ったって聞いたけど、なんでデゲスは他のグリンド人のみんなと外に行かないで大魔界に残ったんだ？デゲスは野心が強く、みんなとは馬が合いませんでしたから。確かもう一人グリンド人の女の天才科学者がいなかったか？アリンスですね。彼女は私の姉。兄弟です。グリンド人に性別はありませんから、正確には男も女もないのですが、彼女は昔からマッドサイエンティストでした。やはり野心が強く、刺激のある大魔界を選びました。問題ありの兄弟ばっかりじゃねえの。そう言われましても、なぜあなたはキングゴマーを倒そうと？もちろん魔人たちを苦しめる悪いやつだからだ。正義感が強いんですね、魔人にしては。まあな。もう寝よう。のんびりしている場合じゃない。そうだな。はい、うまくいきそうです。ええ、わかりました。はい。おいおい、何ですか？何か音がしないか。揺れているぞ。確かに、それに何か匂いますね。こりゃあいい。獲物を狩りに行こうと思ったら、獲物の方からやってきたぞ。おい、お前たち起きろ。なんだなんだ、牛か。脅かすなよ。牛じゃねえ。二本足で歩いて喋って、しかもこんなバカでかい牛がいるか。ミノタウロスだよ。なんかかっこいい名前だな。まあな。そんなことはどうでもいい。お前らは俺の朝飯にしてやる。おめえ牛なのに肉食うのか？牛じゃねえって言ってんだろ。俺が片付けよう。表に出ろ。なんだと？ほらがやってやる。グリロにはちょっと無理だろ。グロリオだ。偉そうに言うな。あんたと俺、そんなに力の差があると？ま、こいつはなんだけどな。面白い。試してみるか。俺。Ja, da stimme ich zu. ちょっとやめなよ、バカじゃないの？おい。行くぞ。はい。 Der Minotaur so nämlich ein bisschen an Shenlong aus dem einen Film da. Ich weiß gar nicht mehr, war es irgendwie Drachenfaust oder so? Ne, es war Fusion, genau. Beim Film Fusion, da war Shenlong ja auch am Schluss irgendwie, wo sich irgendwie so dachte, ich warte ihm noch meinen zweiten Wunsch. Die Szene war auch geil. Kurz also mit dem Glint, ne, da mit der Szene mit dem Kaioshin, das kannten wir eigentlich schon. Also der Baum natürlich so heißt und so, das wussten wir nicht, das ist klar. Aber wir wissen ja, dass die Kaios und Kaioshin zum selben Baum stammen. Also es ist ja so, dass da irgendwie so einen Baum gibt, ja, wenn der normale Äpfel produziert, werden daraus Kaios, wenn es ein goldener Apfel ist, wird daraus ein Kaioshin. Die Szene gibt es auch im Manga. Deswegen fand ich jetzt da die Erklärung von Kaioshin, es ist halt
aufschlussreich, ne? Es ist ausführlicher. こ Gut, れまでの旅でおめえが強そうだってのは分かった da fliegt er erstmal. だからいつかこうして戦ってみてえと思ってたんだ Ja, die Szene gab es auch im Anime und ich habe mich schon gefragt, warum? Warum will er unbedingt verlieren, Glorio? Hä? Ja, das bringt's ja. Wow! Da fliegt er wieder. Der fliegt irgendwie gerne auf die Fresse, wa? グロリオもすごいじゃん。あの雷の魔法とんでもないはず。 Geht ernst irgendwie das Gefühl hat, dass er mich irgendwie ein bisschen an Mira erinnert? ええ。波の魔人ではありませんね。 Vor allem deswegen interessant, weil wir Mira ja auch schon hier bei dem Spiel hatten. Obwohl Mira ja eigentlich ein Gegner aus dem Cineverse-Universum ist. Aber taucht ja in Dragon Ball Kakarot ja auch schon auf. Okay, jetzt geht er doch ein bisschen auf den Sack. Zielen ist eine Kunst, Junge. Ich sag's nur. So, jetzt bin ich dran, Alter. まだまだあんなものじゃありませんよ。 Oh komm, ist was. 悟空さん、もっと本気でやってみてください。見てみたいんです。グロリオさんの力がどれほどのものなのか。 Der steht jetzt gleich am Arsch. Junge, du bist nur auf Stufe 65. Jetzt wisst ihr vor allem, wieso ich Glory und den Kaioshin nicht upgradet habe. Genau aus dem Grund. Ich zugeben, ich hab's vergessen. Wow. Okay, ich bin weg. 思ったよりやるじゃねえか そろそろ終わり Ja, er muss tatsächlich mal einen Energiekäfer tanken. Naja. Zugeben, ich bin nicht mehr so stark wie auch schon, ne? Ich glaube, meine Peak-Phase hatte ich damals bei... Ich weiß gar nicht mehr. War es im Kampf gegen Mira oder war es... Aua. Damals im Endkampf zwischen Goku und Vegeta. Am Ende von Dragon Ball Z quasi, ne? Nach dem oder vor dem Kampf gegen Up oder so halt. Bist du langsam mal fertig da, Junge? So, ist klar vorbei. いるなんてさ俺はお前を買いかぶりすぎていたのかもしそうは焦んなよまだまだこれからだれない。そろそろ試しても良さそうだなさてとそろそろ試してみっか Und jetzt, Freunde, Ring frei. いけそうだな なんだあれ。それがお前に隠された力か。 行くぞ Time for round 2. そんな力を持って Super Saiyajin Goku is back, Freunde. 子供になってもできてよかったぜ Glück gehabt. Na klar funktioniert das. Mein Goten Trunks und auch Kinder können das. あんなすごい魔法使えるんだな。 Die Minotaurus. お前たちが暴れるせいで俺の家が壊れちまう Oh, da kann ich mal so unrecht, ne? Junge, da gehen wir auf den Sack. 受けてみろ。これまでに比べ格段に力もスピードも強くなっている。なるほど。確かに玉神は駒でそれなりの勝負は可能かもしれない。それを聞いたら Und 俺はますます頑張りたくなる Bye, bye. なんだと。 Das überlebt. Und bye, bye. 決着をつけるぞ。 Jetzt nicht mehr. Super Saiyajin Goku is back to action.
Das Spiel macht einfach so Spaß.勝負あったな。分かった。降参だ。すげえ。他にも技があるのか？ま、いろいろな。さすがだ。お待たせ。さあやろうぜ。えーっとえーっとえーっとあーしまった、すっかり忘れてた。寝る前にでっかい化け物をやっつけてたらふく食ったとこだった。よく考えたら腹いっぱいだったな。お前ら命拾いしたな。なんだこいつ。Ja, da hätte ich als Kuh auch keinen Bock drauf, gegen die zu kämpfen. Loro ist stärker, als man denken könnte, ne? 準備はできたな。では出発しましょう。おお。さあ、ここから集落まで一気に進むぞ。よし、先を急ごうぜ。Ach ja, die Daima-Truppe. Ich hoffe wirklich, dass der Anime noch weitergehen wird, ne? Also auch im Sinne von, dass wir noch irgendwie eine zweite Staffel so kriegen werden, vielleicht eine dritte Staffel oder so. Es hätte es verdient und ja, eben hinsichtlich von dem, was ich vorhin erwähnt hatte, diesen Rechteproblemen und so. Es wäre einfach, weil Daima ist halt nur Anime, ne? Da steckt kein Manga dahinter. Und ja, ich glaube, sobald es auch einen Manga dazu gibt, wie bei Dragon Ball Super, wird es halt schwieriger. Aber gut. Das ist ein anderes Thema, Freunde. Das wird die Zukunft zeigen, wenn das funktioniert oder weitergehen wird. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Bin gar nicht mehr so sicher, wie das schon wieder war. Warte mal. Ah, ne, warte mal, die sind auf dem gleichen Level ungefähr, ne? Okay, Gloria muss schwach sein. Also schwach in Anführungszeichen, ne? Ja, trotzdem. Ein bisschen Power. So, hier werden wir einen Super Saiyan noch upgraden. Der... So, 2 abgeschlossen. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht so richtig. Das kommt echt erst später, Junge. Wir sind immer noch bei もう少し抵抗できると思ったんだがな。Okay. あのスーパーサイヤ人ってのにはかなわなかった。玉神様に勝てるでしょうか。さあな。だがあいつだったらやれるかもしれん。実際に手合わせすると嫌が王でも奴の可能性を信じたくなる。あなたも悟空さんのことが少し理解できたようですね。Ja, das ist halt so ein bisschen was ich ja auch, wie viele andere bei Dragon Ball Super, was ich vermisst habe, ne? Ich meine, der Super Saiyajin, der so episch dargestellt wird, ne? Weil er einfach eine krasse Transformation ist. Wie es auch bei Dragon Ball GT der Fall war. GT hat natürlich andere Schwächen gehabt, ist zwar auch ein Anime gewesen, hat trotzdem aber auch verdient gehabt, dass man nachher irgendwie ja, vieles davon auch adaptiert hat. In andere Franchise, ne, Videospiele und so. Und auch mal ein Anime wie Dragon Ball Super Heroes und so, insofern, ja. Ist schon dufte, ne? Warte mal, was ist überhaupt hin?
Hä? Kann ich gar nirgends hin, oder was? Ach, könntest du wieder zurück, ne? Den haben wir so weiter gemacht, ne? Eben hier war er auch schon. Schnellreise. Ne? Das ist ja alles noch die dritte Mondwelt, ne? Noch nicht die erste oder die zweite. Aber die werden wir vermutlich auch erst dann im zweiten DLC besuchen können. Gehen wir davon aus. Weil eben jetzt. Gut, da ist natürlich jetzt praktisch, können irgendwo zurückgehen, ne? Wenn das wollte. Wie sieht es eigentlich mit der Story aus? Haben wir gerade noch Sidequests, die freigeschaltet wurden? Nö, okay. Dann straight weiter. Kann wohl auch sein, dass wir schon alle Sidequests haben, ne? ああ、海洋神ですか？オラたちの宇宙には海王様って神様みたいのが何人かいてさ、その中でも一番偉いのが海王神様ってわけさ。え？あんた神様なの？まあ、そんなような感じというか。すごいじゃん！外の世界って大魔界よりずっと広いんだろ？大魔界を抜け出して正解だったね。儲かってる？お金はいただきませんから。何それ？わけわかんない。ゴリロ、集落まではまだ遠いのか？もう少し距離があるが、それよりもそろそろ俺の名前を覚えろ。覚えてるって。ゴリロだろ？グロリオだ。ここに来たばかりの時は空気がくせえと思ったけど、いつの間にか慣れちまったな。Ja, Glorio, er macht es nicht absichtlich. Er ist einfach, ich weiß auch nicht, ich meine. Ich habe auch ein bisschen Mühe mit Namen zum Teil, da muss er zugeben. Aber bei Son Goku, da ist wie bei Ruffy. Es gibt einfach Typen, da hat er Mühe mit Namen, bei anderen geht's irgendwie, da ist gar kein Problem. Bei Ruffy ist es irgendwie auch seltsam, dass sobald er irgendwie jemanden hat, der irgendwie ein Teammitglied werden könnte, dann macht er von Anfang an den Namen richtig. Aber sobald er merkt, er kann den Namen nicht richtig aussprechen, weiß er auch, okay, da wird kein Teammitglied daraus. Also ist irgendwie meine Auffassung aktuell. Aber ist egal, ist ja One Piece, nicht Dragon Ball. Obwohl, ne, ohne Dragon Ball kein One Piece, ne, dürfen nicht vergessen. Denn Oda Sensei, der ich würde sagen der Hersteller. Nein, der Mangaka, der Autor, wie auch immer, der Zeichner von, der Erfinder, Mann, Entschuldigung, ich muss mich gerade konzentrieren hier. Der Erfinder von One Piece, der hätte es ja jetzt Dragon Ball nicht gegeben, hatte immer wieder ein bisschen betont, gäbe es auch kein One Piece, ne? Weil das hat mich ein bisschen inspiriert dazu. Also nicht inspiriert, sondern hat einfach gesagt, ja, das will ich machen. Warte mal, wir machen Super Saiyajin. Aber nur weil ich es kann. Und ja, verständlich, ne? Und natürlich Dragon Ball im Vergleich zu One Piece nicht mal ansatzweise so viele Folgen hat, ne? Also da sind ja Welten dazwischen. Man kann natürlich auch sagen, One Piece wird ziemlich gestreckt, aber ganz ehrlich, wenn es eine Serie, sei es Anime oder Manga gibt, die wieder gestreckt wird und diese auch im westlichen Teil der Welt populär ist, ist Detektiv Conan. Ist auch ein Grund, wieso ich da aufgehört habe. Also ich kaufe ab und zu noch so Spezialmangas, Bände und noch die Filme, aber das war's, weil alles andere, muss ich sagen, nee. Weil da gibt es kaum Progress und so und ich gucke mir tatsächlich halt lieber die alten Folgen an. Oder die alten Filme auch, halt neuen. Boah. Einfach gefühlt so mühselig geworden. Vor allem ist auch einfach alles so übertrieben worden und so, aber das ist halt das Problem. Das ist bei Dragon Ball hat es auch gesehen mit Super vor allem, weil immer alles so übertrieben werden muss, ne? Aber eben, wenn du halt so, sag's mal, relativ etwas. Oh, hallo Dino. So etwas Simples, etwas Menschliches, etwas Natürliches eigentlich hättest wie Detektiv Conan. Und es wird hardcore so übertrieben mit den Action-Szenen und so. Vor allem im Vergleich zum Anfang. Dann, naja. Aber eben, das war bei Dragon Ball auch so, es war auch bei, oder ist auch bei One Piece so. Ich meine, es ist natürlich auch für die Mangaka, Zeichner, Erschaffer, whatever, ist natürlich auch nicht einfach, ne? Wenn du sowas immer wieder neu ausbauen, neu erweitern musst und so. Wenn die Fanbase auch wächst und du Verträge hast zu erfüllen, dann ja, wird schwierig. Irgendwo verstehe ich es schon.
Andererseits muss ich eben auch sagen, man kann es auch übertreiben. Und vor allem Detektiv Conan ist etwas, wo ich sagen muss, sorry, aber das tue ich nicht. Also ganz ehrlich, ich gucke mir das erst wieder an, wenn ich weiß, okay, es hat ein Ende, 料理に endlich. 使ったら美味しいんじゃない？ Dann schaue ich mir gerne wieder den Manga durch und nachher den Anime. Aber bis es soweit ist, sage ich mir einfach, nee, ich verfolge das einfach ab und zu mal ein bisschen. Und guck mal, ob wieder mal irgendwie ein neuer Charakter aufgetaucht ist, wenn die Story interessant ist, aber ansonsten, nope. Ja, bei Dragon Ball, das ist so eine Sache, ne? Wie es da wohl noch so weitergehen wird, ne? Sei es mit Super, sei es mit Daima. Sind was Neues geben wir, glaube ich, jetzt eher weniger, aber... 監修となり場があるよ。 85. Mist, ich habe akzeptiert. Nee, doch nicht, okay. Aber ich mach's trotzdem. Ich habe den Super Saiyajin jetzt schon gehen. おい こんにゃら来い。ドラゴンがいるようですね。気をつけて。敵襲です。雑魚ばかりだな頼んだよ。国へ。まとめてかかってこい。 私が相手をします。頼んだ。 Okay, bin gerade ein bisschen zu schnell unterwegs. Ich sehe nichts mehr, wo ich gerade bin. Ich hoffe, da kommt OBS noch mit aufnehmen. Also OBS wird nicht das Problem sein. Oh, mein Rechner! Der wird ein großes Problem sein. Mann, ich komme nicht mehr dazu, irgendwas zu machen. Das ist voll scheiße, ich muss ein bisschen Key laden. Let's go! やらせません。サンキュー海王神様。私が引きつけます。 このタイミングだな Junge, halt nie was aus. Komm schon, Glorio! Jo, jo, jo! Nein, doch. 一気に決めるぞ。はい。 Oh, ich sehe gerade die Zeit. この調子。痛い目に遭いたいようだな。 Das sind noch 14 Stücke. 貴様、何者だ。 Man nennt mich Son Goku! あんた本当に強いんだな。 Oh, ein Kreuzverkehr, ne? Das ist ja eigentlich irgendwie auch eine Akame wie ein, oder was ist das? Was so aus? 相手をします。頼んだ。 Gleich ein bisschen schneller. Oh oh. Oh oh, normaler Goku. Nicht gut, nicht gut. 援護するよ。チータ。ちょっと痛か。気を緩めたらやられるぞ 私が引きつけます。 So, das letzte, ne? Jetzt reißt es aber langsam hier. Trotzdem Rang S schön. Und Level Up. Was auch sonst. Alter, 88 schon für Goku.
Ob überhaupt dieser Tamagami noch ein Problem sein wird, ich weiß ja nicht, ey. ありがと こん So, にちは also das Problem, ne? Ja, ich habe sonst nichts, ne? Das ist das Dorf, das ist noch gar nicht der Tamagami oder so, wo ich dann hin muss. Ich habe die anderen Dinger, wo ich wieder zurück könnte. Ja, ne? Passt eigentlich schon. Ja gut, Freunde, wenn wir sagen, wir haben wieder viel erreicht. Für heute. へへへこれで技に磨くおいあおう Hier ist ein Dorf, ein kleines. Hier sind Marchins, ja. Mhm. Dann noch ein goldenen Drachen und ein goldenen Dino. Den schnappen wir uns. この Dankeschön. 辺りはドラゴンの生息地のようだ。 Aber ansonsten auch so neue Sidequests so haben wir noch nicht, ne? Nö. Ist immer noch Teil 1, ne? Bei Teil 1 Episode 2, ja gut. Wenn ich Episode 2 abschließen muss. Ja gut, ja, okay. Ja, jetzt macht es vielleicht Sinn für die... ja. So, natürlich nicht so overpower, ne? Und deswegen darf man zwar von Super Saiyan so noch nicht upgraden. ただものではないようです Aber drüben ist etwas, ja, geh schon hin. Das sollten wir noch hinkriegen in der Folge. Du. 壊せねえかなあの岩 Davon gehe ich jetzt mal stark aus, Goku. Okay. Sieht ein bisschen seltsam aus, okay. なんだありゃいいぞ気が満ちてくるいざという時のために取ってくか悪いものじゃなさそうだ。 Und schnell wieder raus. Okay. Jetzt haben wir was zum Fangen. Dankeschön. こ Jo. れなんだ珍しいやつかなへえこんなのがあったんだな Ich glaube nicht, Pansy. Viele Gegner, ne? Muss ich eigentlich nachher hin? Die Wege sind doch zweigeteilt, ne? もう少しで集落の Könnt 入 ihr り口 allerdings が auch 見え noch てくるはず trainieren da vorne? そこで Er sucht irgendwie 飛行機 einen が手に ruhigen 入れば Spot. いいのですが とにかく行ってみようぜ Er führt ein bisschen neben mir gerade vorhin vorbeigelatscht. なんか見えてきた集落の入り口だ。飛行機見つける前に一休みしたいね Oder ich mach's direkt so, komm. Jetzt noch Gegner, als noch ein Ding. よーしやるぞ Wollte jetzt eigentlich nicht. Machen wir es auf die Schnelle, immer heller. Ich zugeben, das Team sind wir schon ziemlich stark. Okay, das war's. Nur ganz kurz einen Schatz nach oben, Freunde, dann machen wir Schluss. Wo bin ich jetzt? Ah, hier. Schatztruhe öffnen, perfekt. こんなのがあったんだな Gut, Freunde, ich sage dir schon Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal gehen wir in die Stadt und ich glaube Tamagami nächste Folge schon. Ja, eventuell oder übernächste Folge. Jedenfalls Folge 10 schon vorbei und ich bin gespannt, wie lange noch Part 1 dauert vom DLC. Dann natürlich auch
am Ende dann auch mit Part 2 starten können, ne? Aber das wird noch ein bisschen dauern tatsächlich. Also, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.